Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Fedwitzen und ich zeige euch ein absolut in Vergessenheit geratenes Bild. Ja, schaut es euch einfach an. Es ist Damage, es ist tanky, es ist für Open World, es ist einfach nur geil zum Spielen und macht richtig Spaß. Also, schaut es euch an und dann sagen, packen wir's. So, fangen wir mal an mit der Spezialisierung. Die Spezialisierung ist die Feuerwand. Wir brauchen die Feuerwand wegs dem Stürmerschild. Das gibt uns einen Kegel, der vor uns hergeschoben wird. Alles, was in dem Kegel drin steht, steigert unseren Schaden pro Gegner. Also ein Gegner 11% Schaden mehr, zwei Gegner 22% Schaden mehr und so weiter. Ich weiß nicht, ob ein Cap drin ist, das irgendwann aufhört. Aber je mehr Gegner in dem Kegel drin stecken von dem Schild, der vorne rausgeht, umso mehr Schaden macht man. Hinter einem ist auch ein Kegel draußen, den man sieht, wenn das Schild gezogen wird. Wenn einer in dem Kegel hinter dir drin steht, macht er, ich glaube, 8% mehr Schaden. So, dann stellen wir die Spezialisierung auf Sturmgewehr und auf MP-Schaden ein. Wenn man gerne mit LMG spielt, geht es in dem Spiel oder in dem Set auch. Und dann kommen wir mal zum Gear. Hier spielen wir mit der St. Elmo. Die ist gerollt auf Schaden gegen ungedeckte Ziele. Und mit ihrem Talent der Schockmunition. Zweite Waffe hat man die Dark Winter mit dem Talent Perfekter Killer, der durch kritische Treffer 50% Schaden durch kritische Treffer gewährt. Wenn man das Töten eines Gegners durch kritische Treffer gewährt 10 Sekunden lang 50% Schaden durch kritische Treffer. Das ist aber gerollt auf Schaden gegen ungedeckte Ziele und die hat dann zusätzlich nur Chance auf kritische Treffer 21%. Die Werte ist bei der St. Elmo 54%, Chance auf kritische Treffer und 125% Schaden durch kritische Treffer. Und bei der Dark Winter 60% Chance und 110% Schaden. Für das Set braucht man den Memento. Der Memento, was jeder weiß, hat 3 Kernattribute: Waffenschaden, Rüstungsschaden, Fertigkeitsrang. Da habe ich noch drin eine Chance auf kritische Treffer Mod. Und der Memento ist eines der stärksten Ausrüstungsteile in Division 2. Man muss lästigerweise 30 Trophäen sammeln. Wenn die beieinander haben, dann hat man mehr Waffenschaden, hat man Bonusrüstung, hat man Rüstungsregeneration. Ja, und wenn man dann die 30 Trophäen eingesammelt hat, dann ist man auf dem Maximum. Und jedes Mal, wenn man eine einsammelt, hat man einen Langzeit-Buff und einen Kurzzeit-Buff. Der Kurzzeit-Buff erhöht den Schaden auch nochmal enorm, hält sich aber nicht allzu lange. Dann spielen wir mit der Jägerkiller Golan Gear. Die ist ja zu kriegen, wenn man die ganzen Hunter in New York erledigt hat. Dann kriegt man die in der Kiste als Belohnung. Wenn man die nicht hat, auch nicht so tragisch. Man braucht für das Spiel oder für das Set nur das Talent perfekt einschüchternd. Oder einschüchternd dann halt, ne? Denkbar auch zu spielen, meinetwegen mit der Ferris Group auf einschüchternd. Oder wenn man gerne LMG spielt, Zuckerluftkonzern mit einschüchternd. Und ja, so könnte man auch spielen. Also das Set ist nur umbaufähig. Warum und wieso erklärt und ein wenig später.
dann spielen wir mit den Set-Teile System Corruption. Und das ist das wenigst gespielte Set in Division 2, nehme ich mal an. Da kriegt man mit 2 Teile System Corruption 15% Rüstung durch Kills. Bei 3 Teile hat man Widerstand gegen Störungen und Widerstand gegen Impulsgeber. Bei 4 Teile hat man das Hack-Step-Protokoll. Und das ist ungefähr so, wenn man sich eine Medikit zieht, ja, dann kriegt man Bonusrüstung und erhöht man den Waffenschaden. Man hat bei dem Set unendlich viel Medikits. Die reparieren die Rüstung und geben der Bonusrüstung. Mit der Bonusrüstung wird unser Talent perfekt einschüchternd aktiviert. Das da ist perfekt einschüchternd. Aktiviert es immer nur, wenn man blaue Bonusrüstung hat, ja, die wir bei dem Set über Memento und über System Corruption per Knopfdruck kriegen. Du hast praktisch mehr Schaden auf Knopfdruck. Das Ganze habe ich gespielt jetzt mit 4-mal blau und 2-mal rot. Wenn einer sagt, ich brauch's Tankier, dann nimmst du damit 2 blaue rein oder ein blaues, dann hast du das Schild auf Stufe 6, weil jetzt ist das Schild auf Stufe 5. Eben durch Memento, weil der ein gelbes und ein blaues hat. Set ist relativ stark variabel. Ich habe es jetzt so probiert und ich denke, das ist eine gute Balance zwischen ich mache einen Haufen Schaden und ich halte einiges aus. Gespielt habe ich es mit der Striker-Drohne zur Ablenkung, was auch ein bisschen mehr Schaden macht, wechseln wir Memento, und eben mit dem Feuerwarnschild. So, mehr ist eigentlich da nicht zum Sagen. Alles gerollt auf Chance auf kritische Treffer und Schaden gegen kritische Treffer. Das wäre hier bei der Maske. Dann hier bei den Handschuhen. Bei den Knien. Und natürlich dann auch beim Holster. So, eine Besonderheit bei dem Set ist die, man sollte sich das Medikit auf die Maus legen oder auf eine Taste, die man schnellst und immer sicher erwischt, da man den Instant-Schaden aktiviert. Ich habe sie da rechts unten, wenn man sieht, auf der Maus, auf den Daumen gelegt. Das heißt, und die Granate habe ich aufs Mausrad gelegt. Und somit habe ich alles auf einer Hand und kann nicht daneben greifen oder aufpassen. Ich habe es auch als Hardcore-Set gedacht und da sollte man dann schon zu 100% immer die Taste treffen, wenn man sie braucht. Ja, bei dem Set könnte man noch so Folgendes machen: Man könnte den Memento austauschen, wenn den einer nicht hat, und könnte von System Corruption den Rucksack reintun und könnte dann mit der Katharsis spielen, also System Corruption, Rucksack und Maske. Die Katharsis, dann ist man enorm tanky, hat eine zusätzliche Heilung und kriegt nochmal zusätzlichen Schaden, fast so viel wie bei Memento vom Schaden her, und das wird eine Alternative zu dem Set, was ich jetzt erbaut habe. Funktioniert auch ganz gut. Ich habe mich zwar für das Set entschieden, ja, weil es mir halt so am besten gefallen hat. Da man den Schaden auslöst mit Bonusrüstung, also beziehungsweise perfekt einschüchternd auslöst mit der Bonusrüstung, ja, dass das Schaden macht, sollte man sich erst die Taste richtig legen, die wo das Medikit zieht, so wie ich gezeigt habe, auf die Maus. Und wenn man dann manche Sachen, das ist verpackt, es ist nicht wirklich wahr, dass das verpackt ist, ja. Man muss nur auf der Taste länger drauf bleiben, so 1-2 Sekunden, damit es auch richtig auslösen kann, das System Corruption, ja.
sprich das Medikit zu ziehen. Wenn man nur schnell drauf drückt, dann kann es sein, dass es nicht annimmt und das kann dann doch ein wenig eng werden. Ja, das war's dann von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Es kommt im Anschluss noch ein Gameplay mit diesem Set, was ich euch gezeigt habe. Und auch ein Soundtrack von mir wieder. Und dann, ja, war's das von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus, pfiat euch und habe die Ehre.
geschützt. Feind kommt seitlich. Jemand! Helft mir! Dabei! Drohne unter... Tiefe Notfehlwieder! Der Bereich sieht sicher aus. Kein Feindkontakt mehr. Sehr gut. Hoffentlich erhalten wir nach der Entschlüsselung...